Herzlich willkommen zu Episode 11. Das mal nicht mit dem Nico, dafür wieder einmal mit dem Cyril. Und zwar zum zweiten Mal. Zum Cyril, zweiten Mal. ja, Hallo miteinander. Freue mich freust du dich? extrem. Ja, Du sicher. musst nicht meine Kannst du sagen, Fragen ganz tolle beantworten, News. bevor ich es gestellt habe. Weil Cyril, das geht. Ich weiss doch, was kommt. Wir verstehen uns schon. Das ist das True. zweite Mal, wir verstehen uns so gut. Das Wir ist sind einfach schon, wir sind extra. schon ein Herz und eine Seele. Das ist absolut so. Ich hoffe, der Nico hört das jetzt nicht. Oh ja, Wenn ich sonst nachher wird er zu dir eifersüchtig. Das wollen wir natürlich gar nicht. Nein, aber Cyril, mega schön, dass du da bist. Du bringst natürlich heute auch wieder News aus der D&D-World mit. Und ich viel im Rucksack mit dabei, ja. Ja, vor allem dann auch ein kleines Shop-Update ganz zum Schluss, da freue ich mich dann auch schon drauf. Mhm. Aber unser grosses, fettes Hauptthema für die heutige Episode ist tatsächlich Hollow Knight Silksong. Da kommen wir dann, sagen wir so, sehr intensiv auf das Thema drauf ein. Wir haben aber auch noch andere Buff-Themen. Das eine ist, ein Headset rettet einen Gamer und der True Performance 1. April-Gag. Das sind unsere Buff-Themen für heute. Unsere Crit-Themen sind die 1. April-Ankündigung von Warhammer 40k, wo eigentlich gar nicht wirklich ein April-Scherz war, aber leider von ganz vielen so wahrgenommen worden ist. Und die Halo-Serie, die ich geschaut habe am Wochenende, die gehört leider Gottes auch zu den Crit-Themen. Und ja, wie vorher schon angekündigt, unsere Loot-Themen, das Mal haben wir nicht so, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich war nicht so in Shopping-Fieber in den letzten Wochen. Aber der Cyril tut uns aufklären, was wir für neues Sortiment bezüglich D&D in unserem Shop haben. Das ist doch auch schön. Selbstverständlich. Ich bin ja direkt an der Quelle. Ich würde sagen, wir starten gerade mit dem ersten Thema, mit dem grossen, fetten Thema. Hollow Knight Silksong. Das ist der Nachfolger vom Souls-like Metroidvania Hollow Knight. Also ein paar von euch kennen es sicher. Ich würde sagen, es ist sicher eines der bekanntesten Indie-Games überhaupt. Cyril, hast du es gespielt? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nicht gespielt, aber ich bin natürlich auch nicht drum herumgekommen. Also ich habe den einen oder anderen Streamerin zugeschaut, wie sie da in dieser Welt hin und her hüpfen. Und es hat mega schön ausgesehen, also die Artworks und so, die ganzen Backgrounds, sehr smooth auch, wie sich es bewegt hat und so. Aber ich spiele zwar Elden Ring, aber ich kann es einfach nicht. Die Spiele sind einfach zu schwer für mich. Oder? Und da ist schon gewusst, da komme ich wahrscheinlich nicht weit. Ja, also Ja. Hollow Knight ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Aber es ist ein Souls-like, Metroidvania Souls-like. Und es wird ja auch wirklich als eines der schwierigsten Games überhaupt gehandelt. Für einen Indie-Titel natürlich auch eine Auszeichnung, würde ich sagen. Wo meiner Meinung nach, also ich habe es schon sehr oft gesagt, aber ich bin sehr, sehr Fan von Indie-Games, wo ich einfach der Meinung bin, Indie-Games bieten mehr als AAA-Titel. Sie bieten mehr im Sinne von, sie sind mutiger, sie trauen sich etwas, sie haben mal eine neue Game-Mechanik, was sich vielleicht ein AAA-Game nicht getraut. AAA-Games haben meiner Meinung nach immer so den Anspruch, dass sie allen gefallen. Und das haben Indie-Games nicht. Und das ist eben das, was mir gefällt. Und Hollow Knight war ja wahnsinnig schwer und wahnsinnig düster gewesen. Und es gibt extrem viele Leute, die das Game lieben, über alles, aber es noch nie beenden können, wo es so schwer ist. Und ich muss sagen, ich habe es selber auch gespielt. Ich bin nicht sehr weit gekommen bis jetzt, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich leider viel zu wenig Zeit habe für so Games, die ich nicht selber streame. Und Hollow Knight ist jetzt ein Game, das ich sehr ungern streamen irgendwie. Weiss ich habe so das Gefühl so, nein, der Druck, wenn mir die Leute zuschauen und dann bei so einem schwierigen Spiel und gleich, es löst einen wahnsinnigen Ehrgeiz in mir aus. Das Spiel. Aber das hilft im Fall auch beim Stream. Ich hatte das damals auch mit Dark Souls 3 versucht. Mhm. Und eben, ich packe so Games einfach nicht. Oder? Aber ich glaube, die Community, die bei diesen Souls-Born, Souls-like-Spielen dahinter ist, die ist einfach sehr hilfsbereit, oder? Mhm. Und die versucht dann auch wirklich dir ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Ich glaube, das ist auch bei Hollow Knight nicht anders. Also könntest du es mal versuchen oder kannst du einfach mal keine Sneak Peek und dann fragen, Ja, passt oder nicht? klar. Also ich finde einfach, also schlussendlich kannst du wahrscheinlich jedes Game irgendwie schaffen, wenn du es genug lang probierst. Mhm. Also bei Death's Door zum Beispiel. Death's Door ist ja auch so ein
ja, auch, es wird auch als Souls-like gehandelt. Und beim Endboss hatte ich 54 Versuche gehabt, bis ich ihn gelegt habe. Aber eben, es ist so, es braucht einfach Ausdauer und das richtige Mindset. Und wenn du nicht in diesem Mindset bist, dann kannst du so ein Spiel gerade sein, in meinen Augen. Und gleich, ich würde mich selber jetzt als wahnsinnig ungeduldiger Mensch betiteln, aber sobald ein Game mein Ehrgeiz geweckt hat, dann kann man mich nicht mehr bremsen. Also dann hocke ich stundenlang vor der gleichen Passage und probiere es so lange, bis ich es kann. Und im Stream mache ich das nicht gern, wo im Stream wollte ich gerne Fürsche kommen in der Story, oder? Und ja, Logisch. darum möchte ich das Game eigentlich nicht streamen. Und das ist schade, weil ich würde gerne mehr Zeit für Hollow Knight haben. Aber wer weiß, vielleicht getraue ich mich ja irgendwann mal. Vielleicht aber mit Silksong, oder? Ja, mit Silksong vielleicht. Und ja, um noch schnell ein bisschen auf Silksong selber zu sprechen zu kommen, um das geht es ja heute. Im Silksong spielt man nicht mehr der Hollow Knight. Der Hollow Knight ist ja der namenslose Krieger, wo man gespielt hat. Also das Figürchen mit dem fast Shadow als Kopf, kann man sagen. Und es ist ja alles so schwarz-weiß gehalten, sehr düster. Die Gegner sehen auch so ein bisschen nach Käfern aus und man weiss selber nicht so genau, was es für Wesen sind. Aber es sieht alles so ein bisschen ja, ich weiss, wie sagt man das? Echt sehr düster aus, ja, Ja, einfach so also ein ich denke, das ist bedrückend grim dark. irgendwie. Ja, es ist Ja, sehr voll. depressiv. Also depressiv, nein, das hat auch so ein bisschen seinen Charme natürlich und so gewisse Total. farbige Passagen, Also, wie wir jetzt gerade sehen im also sie Hintergrund. sind wahnsinnig liebevoll gestaltet, also das Game, finde ich, und also die Kulissen und auch die Gegner. Und im neuen Spiel wird es ja auch 150 komplett neue Gegner geben. Also der Ideenreichtum eigentlich von den Entwicklern bin ich immer wieder wahnsinnig entzückt, muss ich sagen. Ja, dass da so viel Kreativität um ist und ich liebe das, also Spiel. Und Und dann eben nochmal Entschuldigung, Steffi, aber eben nein, sorry, mach mal. Indie-Entwickler, oder? Ja, Wo 150 neue Gegner entwickeln und dann gibt es gestandene, grosse Serien, Spiele, MMOs, wo die gleichen Gegner immer recyceln, oder? absolut. Du sagst es, Copy-Paste oder halt Mhm. sieht gleich aus, aber hat vielleicht andere Haarfarbe oder so, keine Ahnung. Ja. Das stimmt, das ist alles irgendwie so ein Einheitsspray bei den grossen AAA-Titeln. Und da kommt eben so ein kleiner Indie-Game-Entwickler und holt einfach so viel Creativity raus. Ich finde das fantastisch. Und genau, bei Hollow Knight Silksong spielt man ja jetzt eben die Figur, Hornet heisst sie. Das ist die mit dem langen Kopf eigentlich, also wo es aussieht, als wäre ihr Shadow so mega so lang gezogen, so fast wie ein V. Und sie kennt man ja schon vom ersten Teil. Ähm, Man hat sie mal also relativ früh im Game tatsächlich schon als Gegnerin, die man muss besiegen muss. Und sie ist jetzt also nicht gerade einfach, das kann man an dieser Stelle schon sagen. Es ist eine kleine Mhm. Herausforderung, gegen sie zu spielen. Aber man gewinnt sie ja dann im Verlauf des Games auch als Verbündete. Und kleiner Fun Fact an dieser Stelle, sie ist tatsächlich die Halbschwester vom Hollow Knight, also vom Knight, von dem Krieger, den man spielt. Sie Wer- teilen sich nämlich den gleichen Vater. Das ist schon komisch, hä? Also, stell dir vor, du gehst in die Welt raus und findest irgendjemanden, den magst du einfach nicht, dann gibst du ihm mal einen Pust ins Gesicht und dann nachher findest du raus, dem, den ich die Pust ins Gesicht gegeben habe, das ist eigentlich mein Halbbrüder, oder? Interessant, oder? Ja. Musst du dir mal vorstellen. So gut. Ja, auf jeden Fall, man findet das tatsächlich raus, wenn man also es gibt so ein Ending irgendwie mit einem Achievement, wo Sealed Siblings heisst. Und so findet man das anscheinend raus. Also ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz, ganz viel nicht wissen. Ich habe es tatsächlich auch nicht selber herausgefunden, sondern habe es wirklich gelesen. Ich finde es aber irgendwie cool. Das sind so die Elemente von einer Lore, die für mich ein Spiel, vor allem wenn es nachher einen zweiten Teil, also einen Nachfolger, vor allem einen direkten Nachfolger gibt, die Verbundenheit zwischen den verschiedenen Charakteren. Ich habe das immer so wahnsinnig interessant gefunden. Und dass sie Mhm. das jetzt so eingebaut haben, also es ist wahrscheinlich schon im ersten Teil ist das so die Lore gewesen, aber ich finde das mega cool, so Zeug. Und sie sind aber Halbgeschwisterte. Oder? Also sie sind nur über einen Vater verwandt. Der Vater ist der Pale King.
Und ihre Mutter ist aber die Hera the Beast, also die Königin vom Spinnenclan, von den Weber. Und außerdem eine von den 3 Träumer in Hollow Knight. Und ja, das bedeutet natürlich, dass unsere Hornet, unsere Figur, die wir im 2. Teil spielen, auch eine Prinzessin ist. Und wie es Okay. Prinzessinnen in Videogames so an sich haben, werden sie immer mal wieder gerne entführt. Ja, Typisch, hä? ja, Da kommen absolut. ganz viel kommen da in den Kopf. Spiele. Absolut. Aber hier wird es wahrscheinlich ein bisschen anders verlaufen, oder? Ich nehme an, sie kann sich selber rauskämpfen. Natürlich. Die Hornet ist Natürlich. nämlich bewaffnet mit einer Nadel. Die haben wir ja im ersten Teil schon schmerzhaft zu spüren bekommen, wo wir gegen sie gekämpft haben. Und ja, sie wird verschleppt, und zwar ins Land, also beziehungsweise ins Königreich Farloom heisst das. Und dort in diesem Farloom gibt es so 2, ich sage jetzt mal, regierende Mächte. Das ist Seide und Musik. Und sie, durch das dass sie die Tochter ist von der Hera the Beast, also von der Königin der Spinnenweber, also vom Spinnenclan, kann sie auch die Seide selber produzieren. Und zusammen mit der Nadel ist die Seide halt die Hauptwaffe, die man hat in diesem Spiel. Und Das mit dürfte diesen wahrscheinlich für, Waffen... Hm? ja, dürfte wahrscheinlich recht interessant sein nachher mit dem Moveset, oder? Absolut. Also man hat ja schon, du musst wissen, die Hornet hat ja eigentlich ursprünglich schon mal als DLC zu Hollow Knight kommen. Also als spielbarer Charakter. Aber das hat man, obwohl man den Nation Goal erreicht hat, hat man das nicht machen. Sie sind wirklich, also die Entwickler sind wirklich daran gescheitert, die Hornet in Hollow Knight 1 als spielbare Figur zu integrieren, was einzig allein daran gelegen ist, dass sie so viel grösser ist als der Hollow Knight. Wenn man schaut, wie der Unterschied von der Grösse der Figuren, ich meine, es ist etwa 3 oder 4 Mal so gross wie er. Und sie war effektiv einfach zu gross für die Spielwelt, um drinnen zu spielen. Und darum hat man sie nicht als DLC integrieren. Wow. Und jetzt ist ja Silksong jetzt nicht eigentlich wirklich eine mega Überraschung. Also das Game ist ja schon vor einer Weile angekündigt worden. Also man weiß schon länger, dass es das Spiel wird geben. Aber es ist einfach jetzt irgendwie erst so richtig in die Allgemeinheit gerutscht, sage ich so. Es ist ein bisschen Mainstream gekommen, dass es jetzt als Nachfolger effektiv rauskommt. Das Game ist aber auch, ich glaube, für 2019 ursprünglich announced worden. Aber es ist so, es hat sich so wie selbstständig gemacht. Es ist wie immer grösser und grösser und grösser und grösser geworden, so ganz von allein. Dass es immer wie mehr rausgeschoben worden ist, beziehungsweise dass sie gar nicht wirklich mehr können, ein Release-Datum sagen. Und anscheinend soll es wirklich auch bis zu 4-mal so gross werden wie Hollow Knight. Jesus, okay. Das Also, ist ja richtig, richtig gross. ja, einer der Entwickler hat gesagt, er hat schon über 100 von diesen Bänken kreiert. Also die Bänke, das sind die Ruheörtchen sozusagen. Also da kannst du drauf sitzen, du kannst dich heilen, aber die Gegner respawnen auch wieder, wenn du da drauf sitzt. Und Hollow Knight 1 hat 49 von diesen Bänken. Also es wird mindestens doppelt so gross, wenn nicht sogar eben fast 4-mal so gross. Ja, und darum auch wahrscheinlich 150 neue Gegner. Ja, sicher, ja. Und eben wahrscheinlich so, wie sich Silksong nachher anders verhalten tut, wie der Hollow Knight, oder braucht es sicher auch von den Gegnern her Typen, die sich dann anpassen. Also ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich weiss ja nicht, wenn du dich da mit deinem Spinnenfaden durchs Level durchziehst, oder? Ist es vielleicht einfacher, den Gegner auszuweichen, oder weiss Ich weiss gar nicht, ob Vielleicht der Spinnenfaden separat verwendet wird. Ich glaube, du denkst jetzt so ein bisschen an Spider-Man. Natürlich. Natürlich. Aber tatsächlich verwendet sie den Faden ja zusammen mit der Nadel. Oder? Also sie tut sozusagen, sie hat den Faden sozusagen in die Nadel eingefädelt und durch das hat sie eine mega starke Range-Waffe. Oder? Lässig, Und okay. ja, also ja, lässig, aber auch eben, wenn du gegen sie kämpfst, extrem fies. Das muss ich wirklich sagen an dieser kann ich mir Stelle. vorstellen. Ja, und sie hat natürlich durch das eine rechte Reichweite auch. Und also viel weiter als einfach die Nadel selber. Was tatsächlich auch noch witzig ist, aber sie ist ja in diesem neuen
Königreich. Darum gibt es ja auch so ganz viele neue Gegner und Figuren, wo es eben ein ganz anderes Königreich ist, als das, wo wir vorher waren, mit dem namenslosen Ritter. Ähm, Dort ist ja eben eine von diesen vorherrschenden Mächten oder so die wichtigsten Aspekte von dem Königreich sind eben Seide und Musik. Und die Seide, eben, sie kann selber Seide generieren. Seide wird auch ein sehr wichtiges Thema sein, also wie eine Währungsart, Mhm. wo man sich da, glaube ich, wieder heilen kann. Und äh, das ist auch ein Grund gewesen, übrigens, warum sie entführt worden ist, weil sie eben ja, Seide kann produzieren und das anscheinend recht selten ist. Und sie hat so dafür ihre, wie sagt man denn, für ihren Entführer, ihren Kidnapper sollten die Seide produzieren. Aber die Seide wird zusammen mit der Nadel noch eine weitere Funktion haben, und zwar als Musikinstrument. Ah, okay, so harfenmässig oder was erwarten wir da? So Harfe, gitarrenmässig, so ein Seiten, Streichinstrument, Zupfinstrument, wahrscheinlich irgendwie so etwas in diesem Stil, ja. Also, Ah, toll, ein okay. bisschen wie ein Bass oder so, ich weiß es nicht genau. Mhm. Und, weisst du schon, wie das nachher, aussehen wird, wie das wirst einsetzen? Ist es eher zum Angreifen oder stelle ich mir da so Zelda-mässig, dass du irgendwo hin teleportierst vor oder so? Oder was Das ist meinst du, eine gute kombiniert? Frage, keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, manchmal brauchst du es so zum Türen öffnen und so. Und ich kann mir aber vorstellen, dass du wirklich einen Song erlernen, damit du die Tür kannst öffnen kannst. Und den Song zuerst mal musst gehen einsammeln, sag ich jetzt mal, indem du eine Person findest und befreist aus den gegnerischen Händen oder so. Wahrscheinlich wird Wahrscheinlich, es irgendwie etwas in die Richtung gehen. ja. Genau. Und was auch ein wichtiger Aspekt wird sein im Silk Song ist Religion oder etwas in die Richtung. Man hat nämlich einen Pilger und man hat Flöhe, die Erleuchtung suchen, und auch die Währung sind tatsächlich Rosenkränze. Also ja, Wow. ja, das wird auch irgendwie eine wichtige Rolle spielen, aber keine Ahnung warum. Also ja, Religion ist jetzt etwas, was ich in vielen Games eigentlich nicht wahnsinnig abfeiere. Aber mal schauen, es könnte spannend werden, auf jeden Ja. Fall. Wenn's nicht Ja. zu explizit ist, werden sie sicher Genau, nicht gross zeigen, ja. ich Ja. hoffe es, ja. Schauen wir ein bisschen auf die Ähm, Präsentation an. genau, und Rosenkranz ist jetzt, glaube ich, so etwas sehr Christliches. Also ja, Mhm. wir müssen es abwarten und schauen tatsächlich. Was auch noch ist, wir werden tatsächlich die Möglichkeit haben, nicht nur unsere eigene Waffe, die wir von Anfang an haben, also das ist der Faden und die Nadeln, einzusetzen, sondern wir werden weitere Waffen bekommen, also erlernen und bekommen und sogar selber können craften und verbessern. Im ersten Teil hat man Talisman gehabt, und im zweiten Teil wird man jetzt ein Werkzeug bekommen, das man sammeln kann, um eben unsere Waffen upzugraden. Und ich finde, das tönt nach einem sehr, sehr spannenden Game-Prinzip. Also, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Leider wissen wir noch absolut nicht, wann das Game erscheint. Ich hoffe, es wird noch dieses Jahr rauskommen. Ah, wäre schön. Also, jetzt hast du mich schon ein bisschen lustig gemacht, Steffi, Also, wenn ich noch ja, nicht mal Hollow Knight gespielt habe. kannst du ja mal Aber Hollow Knight probieren, bis Silksong rauskommt. ja, ich bezweifle daran, dass ich das, geheime, Achievement, Sealed Siblings jemals erreichen werde, aber, irgendwie, belustigt es mich jetzt doch ein bisschen. Aber vielleicht noch, wenn noch nichts sonst bekannt ist, was denkst du, wenn du jetzt an Musik denkst und Seide, Mhm. meinst du, es wird noch mal genauso bedrückend von der Stimmung und Atmosphäre her oder was erwartest du, wenn du die Wörter hörst? Gut, ich habe natürlich den Trailer und alles schon gesehen. Von dem her gehe ich mal davon aus, die Landschaft, also die Atmosphäre vom Game wird genau gleich bleiben. Das ist ja auch das, was Hollow Knight so speziell macht und irgendwo durch, trotz ihrer düsteren Art, so liebevoll. Mhm. Und ich hoffe schon, dass die Welt ähnlich bleibt. Also ich hoffe natürlich, dass wir weitere Biome kennenlernen. Wir sind ja schließlich in einem neuen Königreich, was vielleicht auch wieder neue Pflanzenarten hat. Wenn es schon neue Gegnerarten hat, hoffe ich auch auf neue Pflanzenarten natürlich. Und ja, es ist alles, also grundsätzlich ist ja das Game wahnsinnig liebevoll gestaltet, und ich glaube nicht, dass sich das wird ändern. Und ja,
es ist halt ihr Konzept des Ja, Düsteren, oder? gehört zur Identität, Ja, ja. und wenn es jetzt plötzlich so kreischend bunt wäre, wäre es doch irgendwie weird, ne? Also das ist ja, als würdest du irgendwie, keine Ahnung, plötzlich Forza, nein, nicht das wollte ich wollte sagen, Horizon Forbidden West, sorry, irgendwie im Stil von Hades machen oder so, weißt du? Also, Mhm. oh, Ja, ich frage nur, weißt du, wenn ich jetzt an so einen Vergleich ziehe, oder Elden mhm. Ring denke, oder? Das ist ja auch, zumindest die Oberfläche ist schon ein bisschen fröhlicher gewesen als jetzt irgendwie Das stimmt, es hat ein bisschen Bloodborne oder so, freundlicher oder? ausgesehen, ja. Oder Ja. allgemein als Dark Souls 3. Also, Ich könnte jetzt ja. natürlich diskutieren, ob jetzt das mehr Leute dazu gebracht hat, das mal zu spielen, weil es ein bisschen weniger deprimierend ist auf den ersten Anblick hin. Aber Mhm. ja, Hollow Knight, wenn die sagen natürlich, das ist ja unsere Identität, wir werden dort weitermachen, sie sind natürlich auch geübt mit dem ganzen Artstyle, oder? Absolut, ja. Ja. Mhm. Also ich habe wie so ein bisschen die Lust bekommen, jetzt wieder mal Hollow Knight anzuschmeißen. Ich hoffe, ich komme irgendwann dann mal dazu. Es gibt nämlich noch ein, zwei andere Games, die ich unbedingt muss spielen muss. Vor allem habe ich am Donnerstag ein Interview mit einem Gast. Und da werde ich unbedingt vorher noch das Spiel gespielt haben. Also wir haben Mhm. nämlich einen Game-Entwickler, der das nächste Mal hier im Podcast. Ja, es wird aber voraufgenommen als Interview, weil wir nicht beide gleichzeitig Zeit haben, dann während dem Stream, also beziehungsweise, ja, es geht einfacher. Wir müssen es einfach einbinden. Aber ihr könnt gespannt sein, es ist nämlich ein Schweizer Unternehmen. Wow, mega Mhm. spannend. Was echt Mhm. da kommt, Steffi. Echt so mal so ein bisschen so lustig machen auf nächste Woche. Genau. Und da wollte ich mich natürlich darauf vorbereiten. Das bedingt natürlich auch, dass ich das Game nochmal spiele. Schön fleissig gewesen, Steffi. So Mhm. sieht es aus, ja. Mhm. Immer Yes. fleissig. Also, Ab Release-Datum leider noch nicht. Was hast du wollen sagen, Cyril? einmal gehen, Apropos, mach noch oder? weiter. Nein, Aber Release-Datum leider noch nicht ja, bekannt. Ich hoffe auf das Jahr, weil leider ist ja noch nicht wahnsinnig viel Grossartiges jetzt für das Jahr angekündigt worden. Irgendwie alle grossen, geilen Games sind jetzt schon draus. Die sind irgendwie im Februar und Anfang März gekommen. Und jetzt ist irgendwie so ein Loch. Irgendwie das Einzige, was ich schon weiss, ist halt jetzt mal so irgendwie Hogwarts Legacy, wo also kurz vor Weihnachten kommt. Und ja, that's it. Und natürlich das grösste Crit-Thema überhaupt. Eigentlich kann ich es gar nicht ansprechen, aber vielleicht müssen wir es an dieser Stelle gleich noch schnell, so schnell einwerfen. Breath of the Wild 2, also das Sequel, ist ja auf nächstes Jahr im Frühling verschoben worden. Big Pain in Ja. the Ass. Also das ist wirklich, ja, sorry, dass jetzt Verständlich. alle traurig gemacht haben, traurig gemacht haben. Reden wir Mhm. von einem fröhlichen Thema. Wir Hast du haben ganz nämlich viele noch eins. graue Haare von den News bekommen, wo du mir das erzählt hast? Entschuldigung. Ach, graue Haare, es gibt den George Clooney-Effekt, das steht da schon. Ja, aber ich habe nicht ganz so dunkle Haare wie er. Es ist dann noch, es sind die Feinheiten. Ach, Aber jetzt musst du nicht danke. übertreiben. Steht dir sicher gut. Gut, gut. Ja, soviel zu Hollow Knight. I'm excited. Mhm. Hast mich auch gerade mitgenommen, Steffi. Nice. Du hast uns Ja, aber auch ein Thema mitgebracht, gell, Cyril? ja, ich glaube, weil über das, was wir jetzt gerade reden, der ist ziemlich sicher auch gerade vom Adrenalin gepeinigt worden in dem Moment. Ah, sehr schön. Weil in Kalifornien ist einer in seinem Zimmer gehockt, ist am Gamen gewesen, Ganz mit seinem Headset. gemütlich. Ja, ja. Weißt, stell dir vor, irgendwie noch in das Kaffee, ein Teeli, meinetwegen ein Bierli oder den Gin Tonic. Oder in einen Was Energy immer du Drink, neben ja. der Gin Tonic. Ja, ich trinke immer mit Gin Ja. Tonic, du nicht? Das Glas Rotwein. Nein, nur Gin, ohne Tonic. Ah, ohne Tonic, Dafür Entschuldigung. doppelt. Und der scheppert jetzt einfach neben dir und durch die Scheibe fliegt eine Kugel und du merkst, wie es oben an deinem Kopf zieht. Und dann schaust du und du siehst einfach ein Loch in deinem Headset-Bügel oben drin, von einer Kugel, wo irgendwo so eine Blinde auch mal abgeschossen hat. Und ja, man kann eigentlich nur sagen, zum Glück hat er das Headset dann gehabt, weil es ist dann eben doch nur der Streifschuss am Bügel gewesen und Also, nichts Schlimmeres, ja. Bügel hat ja die Kugel abgelenkt. Das ist ja noch crazy.
Ja, also Also man kann, ich weiß nicht, wahrscheinlich die Kraken-Headsets von Razer, die werden jetzt wahrscheinlich leer werden, oder? vielleicht, ja, das ist ja besser Bulletproof. als jeder Helm, ich sag nicht. Vor allem, also, es ist zwar brutal, aber eigentlich eine gute Werbung. Und Das ist wir haben also ich habe nachgeschaut, ähm, die News ist nicht am 1. April gekommen, Leute. Sie ist nicht am 1. April, also es kann kein 1. Also es wäre auch ein bisschen makaber für einen 1. April-Joke, muss ich sagen. vor Also allem jetzt aktuell sowieso ein bisschen geschmacklos, oder? ja, Man sehr, kann sehr. Und von dem her, es ist, also die Vorstellung, du hast ein Headset an, wo deine also einfach eine Kugel, wo dich eigentlich schon tödlich verletzt hat. Also wenn er das Headset nicht angehabt hat, mit dieser Eisenplatte drinnen, mhm. Ja. der wär gestorben. Also der wäre erschossen worden. Und ja, aber es wundert mich nicht, es ist Kalifornien. Ganz ehrlich, was dort alles abgeht manchmal, das ist ja nicht normal. Hey. Ja, es hat natürlich die typische Diskussion wieder losgetreten, Amerika und Waffen und so weiter, oder? Mhm. Aber das wird endlos sein und das sind halt auch einfach verschiedene Kulturen, die da aufeinandertreffen. Aber ja, es hat einmal mehr gezeigt, dass man mit dem Zeug nicht sollte spielen und am besten auch gar nicht einsetzen, oder? Hey, ich frage Aber mich vor allem, wie so etwas wirklich zustande kommt. Also vor allem einfach wirklich, du hockst daheim, weißt du, du denkst dabei nichts und irgendwie ist es alles chillig und schön und gemütlich und kommt echt so eine Kugel zu fliegen. Hey, Wahnsinn. vor allem noch durchs Fenster, also das muss ja richtig geklopft und gescheppert haben, oder? Ja, Und der gute Kollege hat das natürlich auch auf Reddit gepostet, das Bild. Also, ihr werdet es, wenn ihr irgendwo mal googeln, werdet das mhm. sicher auch finden. Das, ist ja noch, Und Das Loch ist wirklich riesig. Hey. Also ich will doch, gar nicht das ist wissen, wie gross die riesig. Kugel war. Ja, also es bleibt natürlich noch herauszufinden, ob es jetzt wirklich willentlich abgeschossen worden ist oder ob es einfach in der Querschläger war von in einem Training Ground oder so. Ja, Aber also ich meine, Training Ground ist ja nicht in der Nähe von einem Wohngebiet, weißt? Also entweder ist da ja, jemand komplett lost gewesen, oder hat es absichtlich gemacht. Und wer schießt schon absichtlich einen Gamer ab, wenn er daheim friedlich vor sich am Zocken ist, man? ja, eben, Einfach die nur Kugel weird. ist schon noch weit, oder? Aber Ja, zum Glück, zum Glück ist jetzt nichts Schlimmeres passiert. sag nichts, Und ich ja. meine, es muss nur ein bisschen weiter runter gewesen sein und dann hat es wahrscheinlich da das Plastikteil getroffen, Ja, wo das Headset stellst, oder? Und dann hat es wahrscheinlich anders ausgesehen, ja. wahrscheinlich, ja. Wahnsinn. Glück im Unglück. Und ja, Total. er hat einmal wirklich, wirklich Glück gehabt Ja, sag und nicht. Geschichte nichts Schlimmeres an dieser Stelle. Und ja, Kraken Razer Headsets. Ja. Interessant, ja, dass sie doch noch etwas helfen. Eigentlich eine traurige Art, Headsets anzupreisen, sag ich jetzt mal. Also es ist ja nicht gewillt angepriesen worden, so, aber es ist natürlich eine gute Werbung für Razer Kraken auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist keine Werbung, wo man freiwillig will, eigentlich so. Wo der Ja, Hintergrund halt schon sehr makaber ist. ja. Der Grat ist sehr schmal, wo du dich Mhm, drauf mhm. bewegst, um das irgendwie PR-technisch dann noch ausschlachten. Darum am besten machst du wahrscheinlich nicht gross etwas. Denke es auch nicht. Nein, ausser du Ja, das sagst so, denke oh ich. mein Gott, oh, Gott sei Dank ist nichts passiert. Ja, Gott sei Dank hast du überlebt. Hier, wir schenken dir ein neues Headset. Weißt du, Das also, könnte ich mir hier, vorstellen, ja. nimm das als Ersatz, so, ja. Irgendwie das Oder 'n Gleiche nochmal. lebenslangen Ersatz. Oder Ah, ich will lebenslang. wieder das Neueste haben. Oder Sag nicht, weißt du wie? Das oder ist wäre eine jetzt neu gute so 'n Reaktion Werbemännchen? gewesen. Oder Ja, so, ja, Jesus. das Oh Werbemännchen auf der je. Packung vorne drauf. Ja. Mhm, mhm. In Amerika funktioniert so Sachen, kann man schon vorstellen. Wahnsinn. Ja, das kann durchaus sein. Amerika, ja, crazy Land, ganz ehrlich. Ja. Aber auch ganz crazy ist ja, wenn wir doch noch mal zum 1. April zurückkommen, Oh hat 'ne ja. andere Geschichte gewesen, Steffi, gell? Genau, und zwar hat Jewel Performance sich einen kleinen Scherz erlaubt am 1. April. Es war so, gewesen, also ich habe den Tweet per Zufall gesehen, also ja, so eben alle Jahre wieder, am 1. April kommt unser Product Manager ins Büro mit dem gleichen Grinsen im Gesicht. Wird ein Witz besser, wenn man ihn zweimal bringt? Also anscheinend ist das letztes Jahr auch schon so gewesen. Auch an diesem 1. April heißt es wieder, hey, listet mal den Craft 3 auf Ricardo für einen Stutz. Und dazu müsst ihr wissen, der Craft 3 von True Performance kostet
3000 Franken. Richtiges Monster, hä? Das ist ein hure Teil von einem PC, effektiv, ja. Und jetzt haben sie das wirklich für 1 Stutz auf Ricardo gepostet. Also, ja. Und also wirklich ab 1 Franken kann man bieten. Und das Ganze läuft bis zum 10. April um 8:30 am Abend. Also man hat noch eine knappe Woche. Und das aktuelle Gebot ist bei 3000 Franken. Also bei nicht einmal einem Drittel. Schnäppli, Steffi. Also, hey, für Hä? diesen PC ist es ein mega Schnäppli. Das ist crazy. Full Performance. Ja. Ja, und dann erst noch der teuerste, oder? Ja, Und dann musst du für einen Stutz nein, rein. es ist nicht der teuerste. Ich glaube es nicht. Ich glaube, sie haben noch Nicht einen einmal für der teuerste. 15'000. Ja, ja. Also 11'000 ist für mich Äh, PC, das ist wirklich es ist es ist eine hure Maschine, ja. Pinnacle, der heilige Gral, oder? Ja, Muss das auch sein. ja. Und Also, Steffi, hast du mitgeboten? nein, weil ich habe tatsächlich erst gerade einen neuen PC gekauft von Joule Performance, der nicht ganz so teuer ist. Auch nicht ganz so viel kann, aber er lenkt für das, was ich ihn brauche, tatsächlich. Das glaube ich, ja. Ja. Der lenkt auch noch schnell, ja. Ja, und ja, ich muss sagen, das ist sicher gelungen. Also gut, also, es ist ja so, es ist ja auf Ricardo. Also jeder, der bietet, schließt eigentlich einen Vertrag mit dieser Firma ab. Das heisst, der am Schluss am höchsten bzw. am meisten geboten hat, der kommt den PC ja dann auch über. Es ist ein Kaufvertrag abgeschlossen. Also es ist nicht so, dass Joule Performance dann von diesem Vertrag zurücktreten kann. Sie müssen den PC dann zu dem Preis verkaufen, der am Schluss das höchste Gebot ist. Lustig, wird jetzt der 1. April der neue Black Friday oder so? Ich finde eher, es ist weniger ein 1. April-Scherz als ein mega guter 1. April-Marketing-Gag. Mhm. Also das Marketing ist dadurch natürlich... ich meine, es wird darüber geredet, die Leute ja, finden es nice und deswegen funktioniert es. Es bleibt natürlich im Gedächtnis, gell? Von dem her Marketing on Logisch. point. Mhm. Ja, du gehst natürlich auch mal schauen und dann denkst du, nein, das kann eh nicht sein. Ja, 1. April, ja, ist ja klar, nein, mach ich sicher nicht. Und dann denkst du, nein, warte mal, es ist auf Ricardo, vielleicht Ja, doch ja. einmal, oder? Ja, ja, Und auf hey, es jeden ist nur Fall. Joule Performance. Ja. Probieren wir das mal. Also ich habe es mega gefühlt, muss ich wirklich sagen. Es ist vor allem auch so ein kleiner Community-Service, weißt, was so ein bisschen etwas ist so für, hey, wir geben das der Community zurück. Es ist ein hure fetter PC und statt dass wir ihn einfach shooten und dann machen 100'000 Leute mit und einer gewinnt es dann und vielleicht kann er ihn nicht mal wirklich brauchen, hat man jetzt wirklich die Möglichkeit, ihn einfach zu versteigern, also zu ersteigern. Und ich finde es cool. Ja. Wahrscheinlich die Grafikkarte, die drin ist, kannst du Wahrscheinlich. noch mal einen neuen PC kaufen, oder? Ja, wahrscheinlich. Holy shit. Nein, ich bin sehr gespannt, wie hoch der Preis vor allem noch aufgeht. Also weißt, ich meine, es kann sein, dass er bis zu 9.000 oder 10'000 noch aufgeht. Der ist ja, der ist dann ja auch nicht mehr so mega krasser Rabatt, sage ich jetzt einmal. Aber ich meine, wenn er jetzt nur noch bis 4'000 aufgeht zum Beispiel, ist er über 50% günstiger. Das ist hure krass. Also ich habe ja mal etwas aus dem Nähkästchen auch bei Ricardo gearbeitet. Und Okay. es ist so, wie man es sich erzählt. Also es geht einfach immer alles, im letzten Moment geht es noch auf. Eben gern. Ja. Also das wird jetzt hier nicht anders sein. Und du kannst ja hinterlegen, oder bis wo das du bieten willst. Und wenn das mal 2 hinterlegt hat, dann macht es auch brrr, und dann Okay, ist es irgendwo oben. Mhm. Wird sicher spannend, dort die letzten paar Minuten noch zuzuschauen, wie das in die Höhe schnell. Ja, also jetzt über das Wochenende ist nicht mehr wahnsinnig viel gelaufen. Also schon auch noch viel, aber nicht ganz so viel wie am Anfang. Wirklich, die ersten paar Stunden ist es wirklich im Minutentakt auf 2000 Franken rauf. Das ist wirklich ganz krass, ja. Und jetzt über das Wochenende ist es noch auf 3000 rauf. Ja. Aber Und ja. jetzt haben wir noch darüber geredet, dann geht Genau, jetzt geht er aufs 5, instant. So sieht es aus. Ja, so ein Schnäppli. Total. Und mit diesem Schnäppli hören wir aber auch schon auf mit unseren Buff-Themen, wo jetzt kommen nämlich die Crit-Themen, wo uns ein bisschen mit emotionalem Damage dastehen. Und eines davon ist auch ein 1. April, wie will man dem sagen? Ein 1. April-Announcement vielleicht, wo Ist aber ein es bisschen gewesen? gescheitert ist, oder? Erzähl uns, Cyril, was ist passiert? Ja, leider hat Games Workshop gefunden, beziehungsweise das Marketing dort hat gefunden, wir tun am 1. April doch eine neue Fraktion ankündigen, eine neue alte eigentlich.
Und dann sind natürlich die ganzen Fans zuerst mal so, oh mein Gott, endlich, endlich. Und dann hat man auf die Uhr geschaut oder irgendwie auf den Kalender, 1. April, ja nein, kann ich sowieso nicht ernst nehmen. Und dort sind die neuen alten Squads, also die Space-Zwerge, sind angekündigt worden. Space-Zwerge, sorry, stell mir das vor. Space-Zwerge! So geil. Sonic Wolf from Scotland! Muss natürlich, der schottische Akzent muss einfach. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat man das ein bisschen verpeilt und zum Glück nachher am 2. April dann gemerkt und man hat gerade nochmal ein Kommuniqué und ein Video rausgehauen, so à la, nein, es war dann doch ernst gemeint gewesen. Und ja, so kann es eben leider auch in die Hose gehen, wenn du nicht auf den Kalender schaust Ja. und dir nicht klar ist, dass es wahrscheinlich falsch aufgegriffen worden ist. Und jetzt freuen wir uns aber, Warhammer 40k, also wir reden da jetzt nicht vom Videospiel, wo es ja auch ganz, ganz viel gibt, sondern vom Tabletop-Wargame, wo man sich mit diesen kleinen Armeen bekriegen und eben die Auf dem Tisch, Zwerge mit Figürli. auf dem Tisch, mit Figürli, mit ganz vielen Figürli, die du hoffentlich ganz schön angemalt hast. Natürlich, alle Steffi? Vorhang. Steffi, hast du schon mal eins angemalt? Nein. 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 Wenn wir uns mal treffen im Bibrak und dann machen wir so Figürli malen Nachmittag. Deal. Aber nur, wenn wir streamen. Okay, ist gut. Dann Deal, holen wir noch den abgemacht. Roy dazu, der kümmert sich ja um unser Warhammer 40k-Segment. Perfekt. Und dann können wir da sicher mal Dann tun wir den ganzen Nachmittag lang streamen, wie wir am Figürli anmalen sind. Und hoffentlich dann eben Zwerge. Space-Zwerge, Entschuldigung. Space-Zwerge, wie cool ist das? Also ich Space-Zwerge. meine, mit dem fetten Stumpen noch in der Schnur und irgendwie nur 2/3 so gross wie der Mensch nebendran. Bärtig. Fantastisch, doppelt so breit. Toll. Ja. Muss schon sein, ja. Muss schon sein. Hey, richtig toll. Genau. Ich freue Ja, 1. April, der einzige Tag im Jahr, wo sich die Leute wirklich überlegen, ob das, was sie im Internet lesen, auch effektiv stimmt. Leider, muss man an dieser Stelle sagen. Leute, überlegt immer zweimal, ob das, was ihr im Internet lesen, effektiv vielleicht auch einfach nicht stimmen könnte. Also, ja. Sonst glauben die Leute einfach alles. Ja, die Leute glauben ja alles, was sie im Internet lesen. Hey, Wahnsinn! Und jetzt am 1. April sind sie plötzlich alle super skeptisch, weil sie können sehen, dass es ein 1. April-Scherz ist. Aber sonst im Jahr zweifeln sie nicht einig ab dem, was geschrieben wird, so gefühlt. Ja. Ja, sonst stimmt ja auch. Also die anderen 364 Tage, alles, was im Internet steht, ist ja Gesetz. Ja, natürlich. Ja, das ist steuergemäß und absolut korrekt. Natürlich. Fake News gibt es nicht. Nein, darum werden auch Release-Daten nie verschoben. Das bleibt immer genau gleich. Mhm. Amen. Genau. nicht so Amen war die Halo-Serie, die ich geschaut habe am Wochenende. Also gut, die Serie ist übertrieben. Die ersten 2 Episoden habe ich geschaut. Die sind nämlich nur die ersten 2 Episoden draussen. Die nächste kommt am 8.4. Also am Freitag, wenn ich es recht im Kopf habe. Genau, am Freitag. Und also die 3. Episode. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, sie ist in den Crit-Themen, Leute, also in der Crit-Section, und zwar aus einem guten Grund, wo ich sie sterbenslangweilig gefunden. Sie hat zwar anscheinend ist es ja der erfolgreichste Start von einer Serie auf Sky ever gewesen. Oder so von Paramount Plus, oder wie das heisst, keine Ahnung. Aber ich habe die Serie geschaut und ich bin wirklich, also ich gebe es zu, ich bin vielleicht ein bisschen biased, weil ich einfach Halo-Shooter nie gespielt habe. Also Halo/Shooter. Also ich habe schon mal ab und zu ein bisschen Shooter gespielt, aber es ist einfach überhaupt nicht meins. Also das Genre ist nicht meins und ich habe nie mit Halo etwas zu tun gehabt. Aber auch ich weiss, wer der Master Chief ist und so weiter. Und auch ich weiss, dass man nicht weiss, wie er aussieht. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsmodell von Halo gewesen. Dass man eben nicht weiss, wie er aussieht. Weil in einer Figur, wo man nicht weiss, wie sie aussieht, kann man sich viel besser hineinversetzen, als wenn man genau weiss, ja, das so und so sieht er aus. So wie halt in einem Film oder in einer Serie. Und ja, schon in der ersten Episode ist natürlich das Gesicht von Master Chief enthüllt worden. Ja, also für eine Serie braucht es das irgendwie. Eine Serie ohne Gesicht, I don't know. Aber es ist halt, naja,
es ist halt trotzdem die Verfilmung von Halo, von einer wahnsinnig erfolgreichen also von einem erfolgreichen Gaming-Franchise. Und da geht in der ersten Serie, also in der ersten Episode, gerade schon sein Gesicht zu enthüllen, I don't know. Also, Ja, abgesehen von dem es habe ist ich es einfach einfach langweilig gefunden. ja. Aber ich I finde es don't know. eigentlich auch gut, dass du dich nicht gross mit der Halo-Serie auseinandergesetzt hast, weil da gehörst du genau zu den Zuschauern, die die Serie schauen, weil sie wollen unterhalten werden und auf eine gute Story hoffen, unabhängig Mhm. von dem, was vielleicht für Background dahinter ist. Genau, und ich bin ja jemand, der eigentlich Games spielt, eben vor allem wegen der Story, ja, ich bin ein kleiner Story-Fanatiker. Für mich muss das Game wirklich eine gute Story haben, damit Mhm. also das ist feiern. Und eben darum finde ich eben auch Game-Verfilmungen immer sehr spannend, wo in einem Film oder in einer Serie musst du ja die Story aufgreifen, zwangsläufig, oder? Ja. Und ich habe gefunden, der Trailer hat noch easy ausgesehen. Also, ja, klar, also es wird viel geschossen, es ist, ja, klar, es ist halt ein Shooter-Game, also wenn da nicht geschossen würde werden, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber Ja. es ist sehr blutig und es ist wirklich, in den ersten 10 Minuten wird das Dorf angegriffen und nachdem fast alle getötet worden sind, kommen unsere Helden in Rüstungen, nicht wahr? Und retten noch so die letzten 2 Überlebenden, beziehungsweise am Ende ist es nur jemand, der überlebt. Und ja, es ist schon so ein bisschen sehr amerikanisch, hätte ich fast gesagt. Und ja, dann geht es so ein bisschen so weiter. Und irgendwie, ich bin aufgestanden und weggelaufen, mehrmals, während ich die Serie am Schauen war, wo es mich so nicht gecatcht hat. Einfach, die Story war so langweilig irgendwie. Also Wenn ist ich, sie einfach nicht greifbar oder so oberflächlich gewesen, mir oder wie? dünkt ja so oberflächlich irgendwie. Also Mhm. so ein bisschen nichts aussagend. Das ist irgendwie, wenn ich es vergleiche, also kein Witz und nichts ist dahinter. Es ist einfach Science Fiction, es wird ein bisschen rumgeschossen und that's it irgendwie. Aber wenn ich es Okay. vergleiche mit Moon Knight, wo auf Disney Plus ja jetzt gerade gestartet ist, wo von eine Episode, glaube ich, oben ist, wo ich Mhm. auch geschaut habe, gerade anschliessend, hey, ich bin dort nicht vom Bildschirm weggekommen, wo es mega eine Spannung aufgebaut hat und es hat mega viel so auf diesen What the fuck-Momenten gehabt, weißt du? Und wo In die der ersten einfach, Folge. Ne? ja, schon in der ersten Folge, wo du einfach denkst so, so, hä, was ist jetzt das wieder? Und was? Und du bist dann durch das halt einfach bleiben sitzen vor dem Fernsehen. Und es hat dich, also ja, und es hat Story, also die Story hat Dings aufgebaut, eine Spannung, weißt und du bist wirklich vor dran und denkst dir, hä, was passiert jetzt hier? Warum passiert das? Und was ist das? Und wieso ist das? Und das hast du auch nicht bei Halo nicht gehabt. Nicht einisch. Wirklich nicht einisch. Irgendwie. Das Also, ist so extrem schade, weil also ja. ich habe ja wirklich Halo beim Eis schon angefangen gehabt. Ich mag mich sogar noch erinnern, damals GameStar hat, glaube eine Alpha-Version auf einem Video-Preview, da hast du ja noch die CDs gehabt in den Oh, wow. Magazinen, oder? Hat das noch Ja. mitgeliefert gehabt und dann hat es sogar nach Open World und so ausgesehen. Anyway, es hat mega viel Lore dahinter. Mhm. Es sind Bücher, es hat ja auch schon andere Filme, Cartoons und so weiter sind rausgekommen. Und dass man auf diesem Erfolg nicht aufgebaut hat, wenn man schon so eine tolle Basis hat, oder? Und auch die ganze Fanbase, die dahinter steht und sagt, nein, wir machen etwas komplett anderes und uns interessiert auch nicht, was für ein Game da dahinter ist. Halo ist jetzt für uns einfach das Franchise und wir machen da mit dieser Serie etwas ganz Ich anderes. frage mich darum, ob ich eben vielleicht ein bisschen zu biased bin. Oder, Mhm. ich weiß nicht, also wenn es euch anders geht, dann lasst es uns wissen. Dürft ihr es entweder jetzt hier im Livestream, im Chat, in den Chat schreiben oder halt in unserem Discord. Da können wir gerne ein bisschen darüber diskutieren, warum ihr anderer Meinung seid als ich. Aber also, bin ich allein mit dieser Meinung? Also, bin ich die Einzige gewesen, die die Serie nicht fühlt? Es ist so, I don't know. Es ist einfach so, okay, cool, next. Also da habe ich tausendmal lieber Moon Knight geschaut. Tausendmal lieber. Und anschliessend habe ich auch noch Parallel Worlds geschaut. Es hat so ein bisschen Dark Vibes, also Netflix-Serie Dark. Die war schon mega krass, gewesen, also so verschworen und so. Und Ja. Parallel Worlds geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und, also ich habe die erste Staffel durchgesuchtet, wo sie einfach so eine Spannung aufbaut. Und Halo Mhm. hat es nicht gehabt. In meinen Augen. Mega enttäuschend. Also ich habe wirklich etwas erhofft mir von dieser Serie. Ähm,
bis jetzt habe ich es noch nicht bekommen. Aber ja, ich schaue mal weiter von dem her. Vielleicht werde ich ja noch Ja, das ist halt überrascht. immer schade, weißt du, wenn es am Anfang schon so anfängt, Ja, und nachher schaust du weiter und dann eigentlich hast du mhm, ja keinen Bock mehr. Du bist eh mhm. schon negativ eingestellt Es gibt im gegenüber Fall dieser ein Serie. Wort, es gibt ein Wort für das. Ah ja? Purge-Watchen heisst das, ja. Du kennst ja Ja, Binge-Watchen. ja? Das heisst Purge-Watchen, das After heisst, Purge. ja, Okay. genau, das heisst sozusagen, du schaust eine Serie fertig, obwohl sie dich überhaupt nicht interessiert, einfach, dass du sie fertig geschaut hast. Einfach auf dem Einfach zum, Stängeli ja, hocken, einfach zum schauen, Purgen gut. sozusagen, einfach zum sie abgeschlossen zu haben. Das ist wie wenn du ein Buch liest, einfach zum es gelesen haben, wo es echt total langweilig geworden ist. Ja, Hm. Haben wir noch etwas gelernt? Danke, Steffi. gern, immer wieder. Nein, also Moon Knight und Parallel Worlds auf Disney Plus kann ich echt empfehlen. Mega nice. Parallel Worlds, die erste Serie, ist schon komplett oben. Moon Knight, erste Episode, da freue ich mich sehr auf die zweite Episode. Wo eben, die erste Episode war wirklich grossartig. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und bei Halo ist das jetzt so Tage, denke ich mir so, ja, okay, ja, Können wir sehen. Können wir vielleicht sehen. schaue ich dann, wenn ich da Lust Ja. drauf habe. So. Ja. Ja. Moon Knight, Parallel Worlds Yes, sicher bei mir auch noch auf der Liste. nice. Jetzt noch ein bisschen weiter oben. Danke, Steffi. Sehr gern. Ja, das wäre es eigentlich gewesen mit unseren Crit-Themen. Ne? Ich habe mir diese Woche oder auch letzte Woche nichts gekauft, wenn ich an Loot denke. Also unsere letzte Kategorie hier im Podcast. Ich habe mir nichts gekauft, effektiv. Also klar habe ich mir Sachen gekauft, aber nichts Spannendes, Neues, Sketchy-mässiges. Und du? Hast du dich so schwer zurückgehalten, Steffi? Yes. Ich musste Wow. Steuern nachzahlen. Darum. Nein, ich bin nicht so diszipliniert gewesen. Ah. Auch wenn die Steuern natürlich auch draussen sind. Aber ich habe mir Star Wars Legion, das Grundspiel, gekauft. Endlich mal. Wieso Auch etwas endlich? Wie lange gefunden. wartest du schon? Ja, also es gibt es ja schon seit 4 Jahren, oder? Ah, Aber oh wow, okay. ja, aber ich Ja. habe mal noch jemanden gesucht, der auch mit mir regelmäßig spielt. Und das ist der Oli jetzt bei uns aus dem Team. Da haben wir gesagt, Nice. ja, mal, wir machen das. Und wir haben es ja jetzt neu auch auf unserem Shop drauf. Findet das dort Spielwaren, Pen, Paper, Tabletop. Haben wir es drin. Da kommen auch die nächsten Ladungen kommen jetzt in der nächsten Zeit rein. Und das wird ganz, ganz grosse Geschichte. Und ja, ich freue mich jetzt vor allem mit dem Oliver die ganzen Figürchen dürfen anzumalen, auch wenn wir Ah, sie nicht yes. streamen. Schade. Aber es wird cool. Ein bisschen der Luke und der Darth Vader anzumalen. Und Also dann, du darfst gerne hier ins Twitch-Studio und hier streamen, wenn ihr wollt. Ich gebe euch den den ganzen Zugang. Samstag. Zwischendurch noch Ja, ein Bierli und ein bisschen perfekt. Pizza. Ja, easy. Ich sage kein Problem. Tipptopp. Machen wir das. Ja, und eben genau wegen dem Update im Shop ist das jetzt etwas, was wir schon länger verfolgt haben. Ich habe es letztes Mal auch schon angetönt, Mhm. dass wir richtig Pen and Paper und Tabletop dort werden ganz gross ähm, aufräumen und endlich mal den Shop ergänzen. Und Ist das ja auch deine passiert, grosse Leidenschaft für die, die es noch nie mitbekommen haben. ist es nach wie vor, ich liebe das, Dungeons and Dragons. Viel am Schreiben, momentan nicht so viel am Spielen, aber läuft jetzt auch gerade wieder die Vorbereitung für eine neue Kampagne. Homebrew-Welt, da freue ich mich extrem drauf. Und da werden wir natürlich künftig auch im Twitch-Format zusammen ein bisschen schauen, wie wir das Ganze dann aufgleisen und Welten erstellen und die Regeln anschauen. Was ist überhaupt Pen and Paper? Viele haben mal ein bisschen davon gehört, haben vielleicht bei Mhm. Big Bang Theory mal etwas gesehen. Ja, ich glaube, seit Big Bang Theory ist D&D oder Pen and Paper effektiv auch im Mainstream angekommen, ja. Ja, sicher das und das andere, wo die Leute, die das ein bisschen verfolgen, kennen, das Critical Role, wo das Mhm. Ganze kommerzialisiert haben oder halt Ja. geholfen haben, das kommerzialisieren auf jeden Fall. Und jetzt werden wir Mitte Mai dort das ganze Pen and Paper mit dem auffahren. Es kommen auch noch andere Tabletop-Games, wo die einen vielleicht nicht einmal kennen, weil sie ein bisschen kleinere sind. Das dürft ihr Oh, euch freuen. oh. Und du Es stellst sie ist dir natürlich alle vor. selbstverständlich. Yes. Wir werden sicher auch mal ein Ründeli vielleicht spielen oder ein bisschen reinschauen, wie sich das so anfühlt. Weil das Tolle ist ja bei diesen Tabletop Wargames, jedes fühlt sich
komplett Mhm. anders an. Die einen sind sehr groß, wie das Warhammer 40k, die anderen sind sehr klein und kompakt. Wenn ich, eben das Star Wars ist ja eher kompakt, je nachdem, mit welcher Größe das man spielt. Oder dann halt das, was dann noch kommt im Mai, Freebooters Fate. Die einen können schon mal googlen. Piraten, sage ich nur. Toll. Piraten, oh Richtig mein toll. Gott. Piraten, Das klingt Goblin-Piraten, schurkig. alles. So Sehr, gut. sehr schurkig. Vielleicht Nice. kann ich dich auch mal begeistern, Steffi. Ich komme gerne Vielleicht. mal eine Runde Dublonen duschen für unsere Helden und ein paar Duschen? Nein, Musketen nein. abfeuern. Moment, die werden geklaut. Geht's noch? Ich bin immer Rogue. Immer. Also gut, Ich spiele dann nur mach mit, du wenn ich deine Rogue Rogues. darf sein. Gut. Gut, dann Deal. spiele Deal ich 2. die Ich muss langsam unsere Goblin-Piraten mit Deals der Köch. aufschreiben. Hey. Das Ja, spielst du, sorry. Oberpirat. Goblin-Piraten. Ah, Köch. Goblin. Okay. Ja, die haben Köche drinnen. Goblin-Köch. Ich meine, wie cool ist das? Da verkoche ich Hast ein du die paar von deinen kleinen persönlich? Schurken. Hey, hast du die persönlich Koch? What a sick. Sick. Ja, Ich meine, in welchem Game gibt es das? Kein. ja nicht in Nur in vielen, dem. hey? Hure gut. Ja. Ja, Und nice. ja, wird cool, wird mega cool. Können wir Und gespannt sein. Einerseits es natürlich, kommt, was da alles in unserem Shop kommt und andererseits auf dein Format, das wir hier auf Twitch haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und du hast gesagt, Mitte Mai startest, gell? genau, Mitte Mai. Wir werden Nice. natürlich starten, wenn das Ganze da ist. Da kann ich auch das eine Mhm. oder andere ein bisschen zeigen. Also das wird richtig cool. Richtig viel. Also für die gerne ein bisschen im Shop wühlen, ihr könnt euch richtig freuen. Da kommt eine Nice. richtige Schwette. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ja, super. Hey, danke vielmals fürs Update. Ich bin mega gespannt. Und ja, wenn ich dann mal ein Ründchen mitspielen kann, bin ich auf jeden Fall dabei. Du bist Liebe herzlich Leute, willkommen. thank you. Liebe Leute, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende angekommen von unserem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify dann auch würdet eine 5-Sterne-Bewertung geben. Und ihr dürft den Podcast natürlich auch teilen, wenn ihr findet so, hey, Kolleginnen, ihr braucht ein bisschen Updates, ihr müsst ein bisschen mehr über Gaming wissen. Here we go. Können wir euch empfehlen. Nein, es wäre natürlich mega, sagen wir nie nein. Und ihr dürft auch natürlich sehr gerne auf unseren Discord kommen, mit uns diskutieren. Da sind wir immer offen für neue Themen. Ihr dürft Themenvorschläge bringen. Und denkt daran, sonst sind wir sind total eigentlich im Schnitt 4-mal in der Woche live. Es kommt irgendwie mehr. Also tut nicht vergessen, uns auf Twitch zu abonnieren. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von dieser Episode. Merci Cyril, nochmal bist du da gewesen. Sehr gerne, Steffi. Thank you. Und dann Hat mich wünsche ich mega euch, ja, mir auch. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Rest und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Piu, piu, piu. Space-Zwerge, Mann, gut. Es ist so gut. Also es hat sie ja schon mal gegeben im Warhammer Fantasy Universum, oder? Ja, Das ist ja leider gestorben und jetzt kommen sie endlich wieder. wird etwa 41.000 Zeit. Jahre später. Toll.